Mobility-Auto, den roten, wisst ihr da, wo alle auf die Seite. Aber ich hatte ein anderes Auto. Gut, lassen wir das. Ich habe in meinem Leben einige Visionen und einiges von dem, was ich geträumt habe, einiges von dem, was ich gedacht habe und gemeint habe, dass Gott in mich hingelegt hat, dürfen erfahren, dass es Wirklichkeit wird. Ich habe da Parkarena in Winterthur und dann das Town Village, wo wir da noch ein Foto haben. Ich wohne ja dort und jeden Tag kann ich, wenn ich zum Fenster raus schaue bei uns, dann sehe ich, was alles entstanden ist, was Wirklichkeit geworden ist. Und heute Morgen, wenn ich da am GVC Zürich Oberland bin, hat das auch mit einem Traum von mir zu tun, Kirchen zu gründen und zusammen mit Schwalms und anderen dürfen die Kirche da gründen. Auch da habe ich gesehen und sehe heute, wie das Wirklichkeit geworden ist. Das sind grosse Träume, die gross in Erfüllung gegangen sind. Und doch gibt es noch einen Traum, eine Vision, die grösser ist als das, was ich bis jetzt erlebt habe, dass es Wirklichkeit wird. Der Traum begleitet mich schon viele Jahre als Leiter der GVC-Bewegung. Und einmal habe ich den ein bisschen mehr verfolgt und anderes Mal ein bisschen weniger, weil die anderen Träume im Vordergrund gestanden sind. Es ist ein Traum, der ungleich schwieriger ist. Es ist der Traum, dass unser Leben, meins und dies und über unsere Bewegung hinaus, das Leben von uns Christen, ein Reich Gottes Leben ist. Ein Leben in der Jesus-Nachfolge. Der Traum ist grösser, kann ich euch sagen, als alle Träume, die ich bis jetzt hatte. Es ist ein Traum, der sehr vieles in unserer Welt verändern kann, wenn er eintrifft. In letzter Zeit habe ich mich gefragt, aus der Traum. Ich habe ein paar Enttäuschungen erlebt, die du vermutlich auch erlebt hast. Für das muss man nicht Pastor sein. Besonders jetzt in der Corona-Pandemie und kurz danach ist man schon ein bisschen auf die Welt gekommen. Gell? So hart gelandet in der Realität, wie manchmal wenig Jesus-Style-Leben ist. Geht es ihr auch so? Und dann hat man ja noch die Wellen, die von Amerika überkommen, von einem Teil der evangelikalen Bewegung, die mich schudert, die mich erzittern lässt und ich mich frage, kommt das auch bei uns? Die Lieblosigkeit, so das One-Way-Blick, das Behaupten, die Rechthaberei, die Fights. Fragen drängen sich auf. Wenn ich all das überlege, frage ich mich, habe ich falsch geträumt? Bin ich einer Illusion aufgesessen mit dem Traum, dass wir in ein Jesus-Leben einwachsen können? Und ich sage ganz bestimmt heute Morgen, nein, ich habe nicht falsch geträumt. Weil dieser Traum ist nicht von mir. Der Traum hat auch nicht Jesus in mich hingelegt, sondern der Traum ist von Jesus 100%. Bei den anderen Träumen hat sich so zuerst erweisen, oder? Aber der Traum ist 100% von Jesus. Dass eben wir als Nachfolger von Jesus alle sich zuzählen, unser Leben immer mehr dem Jesus-Style entspricht und wir so dort, wo wir leben, dort, wo wir hingehen, wirklich Reich Gottes hinbringen. Darum träume ich das weiter und gebe trotz Rückschlägen nicht auf. Und ich bin sehr froh, dass meine Nachfolger in Winterthur, aber auch die Joni und Steffi, den Traum noch einmal weit führen stellen. Der Traum ist vielleicht weniger begeisternd, auch weniger schnell sichtbar als der Traum oder die Träume, die ich hatte. Es ist ungleich schwieriger, dunkt es mich, als die Träume, die schon in Erfüllung gegangen sind. Denn Jesus' Nachfolge hat mit Wachstum zu tun. Es hat mit Wachsen von der Früchte zu tun. Und das braucht Zeit, das gibt Enttäuschungen, das gibt Rückschläge. Auf das muss man manchmal warten. Ja, nochmal, Wachstum braucht Zeit. How to live, Leben im Reich Gottes, ist heute der letzte Teil, der 4. Und der Teil heisst, der Boden
von der Realität. Ich habe ja gerade ein bisschen erzählt darüber. Wir sind im 7. Kapitel und da redet Jesus ganz stark über die Herausforderungen von der Umsetzung in unserem Leben von der Bergpredigt. Und der Einstieg ist steil und wir lesen Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Nochmal Vers 3. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie schnell passiert das? Ich habe es gerade gemacht vor ein paar Minuten. So erzählt, was ich bei anderen manchmal sehe, was mich enttäuscht. Aber da sagt Jesus, weißt du was? Es geht um dich, Johannes. Es geht um dich und dich. Schau nicht zu den anderen. Entschuldige dich nicht für dies tun wegen den anderen. Er sagt, du hast einen Balken vor deinem Auge. Was siehst du, den Splitter beim anderen? Wenn wir über die Umsetzung der Bergpredigt reden, dann geht es um uns ganz, ganz persönlich. Wir sehen bei anderen, wie viel Potenzial sie noch hätten, oder? Auch Ehepaare sehen das voneinander. Wie viel Potenzial der andere hat. In der Small Group sehen wir das, in der Kirche, in der Nachbarschaft, überall. Wie viel Potenzial. Aber Jesus sagt, es geht um uns. Es geht um unsere Baustellen. Und da in der Enge steht etwas, wie kommt das, das? Das ist so, wie kommt das, dass du nachdenkst über die Splitter vom anderen und nicht über dein eigenes Leben? So auf Zürichdeutsch würde man sagen, geht es eigentlich noch? Geht es noch? Wieso siehst du den Splitter von den anderen und nicht den Balken bei dir selber? Es ist unverständlich, sagt Jesus, dass wir andere ihnen zeigen, was sie falsch machen. Und wir sollen bei uns anfangen. Das ist herausfordernd. Weil, wenn man auf andere zeigen kann, dann kann man ein bisschen weg von sich selber zeigen. Das Dumme ist nur, dass 3 Finger immer auf einem selber schauen und nur einer auf den anderen. Das ist das Problem. Vielleicht haben wir neue Gäste, wir können das so machen. Das ist ein ernster Teil, den ich finde, der dich vielleicht nicht angeht, aber mich manchmal schon. Manchmal merke ich, wie viel Potenzial ich habe, in anderen das sehen, was noch nicht ist, und nicht das, was um mich geht. Dann geht Jesus weiter und er redet davon, dass es eine Entmutigung geben kann. Entmutigung auf dem Weg. Nicht nur von anderen, eben Entmutigung bei dir selber. Vers 7 bis 11. Und da kommt der berühmte Abschnitt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist ein wunderbarer Abschnitt, wo so eine Gebetserhörung in den Vordergrund stellt. Manchmal lesen wir den mit einem komischen Gefühl, oder? Wie wir schon ein paar Mal gebetet haben und gewisse Sachen nicht geworden sind. Wir tun aber den Abschnitt auch gerne zum Zusammenhang ausreißen, zum Kontext aus. Können wir? Aber da steht er im Kontext eben von der Umsetzung in unserem persönlichen Leben, von dem, was in der Bergpredigt steht. Und wenn wir ihn einmal mit diesen Augen anschauen, in dem Zusammenhang, wo Jesus sagt, bittet, dann wird es euch gegeben werden. Lasst euch nicht entmutigen. Bittet, dass in eurem Leben das geschieht. Durch den Heiligen Geist, durch sein Wirken. Bittet, dass sich euer Leben verändert. Johannes, bitte du, dass dein Leben sich verändert. Dass dein Leben mehr Jesus ausstrahlt, mehr Reich Gottes bringt, dort, wo du hingehst, durch deine Art zu leben und dann vielleicht auch noch durch die Art vom Reden. Bittet, es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Suchen wir danach, das umzusetzen,
was Jesus uns in der Bergpredigt sagt, suchen wir danach, das Jesus-Leben umzusetzen. Und dann gibt es einen nächsten Abschnitt, Vers 13. Im Gegenwind trotzen, habe ich das überschrieben. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Der Bunyan und so hat ja das einmal da so gezeichnet und ein ganzes Buch darüber geschrieben. Schon ein älteres Buch. Und in vielen Zusammenhängen hat man das schon zitiert, auch ich schon, habe schon darüber predigt. Geht durch das enge Tor. Nachfolge von Jesus ist nicht die bequemste Art und Weise. Leben nach dem Jesus-Style, nach der Königsherrschaft, unter der Königsherrschaft von Christus, unter der guten Königsherrschaft von Christus, ist nicht der einfachste Weg. Es ist nicht der Weg von der Selbstfokussierung, es ist auch nicht der Weg vom Egoismus. Es ist nicht der Weg vom Laufen nach dem Mainstream. Es gibt viele Sachen in dieser Predigt, wo gegen dem geht, wo wir erzogen worden sind. Gegen dem geht, was man sonst so macht. Gegen dem geht, wo man so sagt. Wenn ich denke, unsere Finden zu lieben. Boah. Puh. Manchmal habe ich schon mit den Geschwistern die Mühe. Mit den Brüdern und den Schwestern. Aber unsere Finden. Oder wenn es um Vergebung geht. Oder um Gedankenwelt. So vieles, wo der Bergpredigt steht. Und wir müssen entscheiden oder bei der Steuererklärung ausfüllen. Geschäftsgebaren. Im Umgang mit dem Chef, der schwierig ist. Umgang mit Mitarbeitern, die auch blöd sind. Ja, da den schmalen Weg zu gehen. Aber es lohnt sich. Jesus sagt, es lohnt sich. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Es lohnt sich wirklich. Der nächste Abschnitt habe ich überschrieben mit grossen Worten. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Oft suchen wir das Reich Gottes in spektakulären Worten. Im Neuesten vom Neuesten auf dem christlichen Markt. Über den besten, klugsten Wort. Ist cool, Podcast hören. Ich finde es gut. Ich kann einem mega helfen, mega entwickeln. Aber das Reich Gottes zeigt sich nicht im Allerneuesten. Es zeigt sich nicht in grossen Worten. Jesus sagt, prüf das, was du hörst. Prüf das, was du so aufnimmst, an der Frucht. Und Früchte haben das Problem. Früchte brauchen Zeit. Grosse Worte, grosse Ankündigungen, schreierische Endzeit-Prophetien, die können mega motivieren, die können einem mega irgendwie etwas geben, wo man gesagt hat, endlich sagt die oder der das. Aber die Früchte, die aus dem herauswachsen, sehen wir noch nicht. Ich darf sagen, dass ich in all diesen Jahren, in diesen vielleicht fast 4 Jahrzehnten, und ich darf Kirche leiten, haben wir nie eine Lehrmeinungsspaltung gehabt. Und etwas hat das, viel ist Gnade, aber einiges hat es auch mit dem Abschnitt zu tun. Dass wenn jemand gekommen ist von einer Konferenz oder von irgendwo oder so voller Leidenschaft und so, Hannes, das müssen wir unbedingt auch haben, was man dort hat. Wenn du wüsstest, jetzt hat sich alles geändert in meinem Leben. Kann ich gerade auf die Bühne und Zeugnis geben? Habe ich ihm gesagt, weißt du was? Warte mal ein halbes Jahr. Schau, was für Früchte entstehen dir inne von dem, was du gehört hast. Hast du den Jesus lieber? Bist du mehr mit ihm verbunden? Hast du die Menschen lieber? Wie sieht das aus? Und von denen hat noch fast niemand auf die Bühne nach 6 Monaten. Schaut, an ihren Früchten werden sie erkennen.
Urteilt nicht von außen. Urteilt nicht nach dem, was so gut tönt. Es kann gut tönen und die Früchte kommen die guten. Halleluja. Auch das haben wir erlebt. Aber die neuesten Trends in der christlichen Szene, die müssen wir nicht unbedingt gehen, sondern zuerst warten, bis sind die Früchte. Und wenn die Früchte gut sind, dann wollen wir auch da drin steppen. Was sind denn die Früchte? Was sind die Früchte, wenn wir nach dem Jesus-Style leben? Was sind die Früchte, wenn wir leben in dem Reich Gottes-Prinzip? Die Früchte stehen im Galater 5,22. Es ist Liebe. Entsteht Liebe. Wachsest du in der Liebe? Es ist Freude. Wachsest du in der Freude? Friede. Ich schreibe oft noch am Schluss von einer Mail statt Liebe Grüße. Ich wünsche dir friedvolle Tage. Friede. Also ein innerer Frieden. Früchte. Also entsteht aus etwas, was man hört, oder entsteht aus unserem eigenen Leben heraus Liebe, Freude, Frieden. Und dann noch etwas für mich ganz Schwieriges, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Jetzt entsteht ja nicht alles miteinander, oder? Wir haben etliches noch Potenzial, auch ich. Und trotzdem hilft das. Es hilft in unserem eigenen Leben. Wir haben es ja von unserem eigenen Leben, oder? Auch zu schauen, wachsen die Früchte. Es wäre spannend, einmal austauschen in der Small Group oder wenn wir geheiratet sind, in der Ehe einmal, was denkst du, was für Früchte sind in mir schon gewachsen? Oder mit Freunden. Sie sind nicht streng miteinander. Früchte brauchen Zeit. Und dann kommt der Endspurt. In der Bergpredigt. Der letzte Abschnitt. Wer von euch kennt noch das Kassettchen Herr Gscheiderli und Herr Dummerli? Hä? So wenig? Also unsere Kinder haben das auf und ab gelesen. Gut, ich bin schon älter. Oder das Lied, oder? Bau doch dein Haus nicht auf sandigen Grund. Ist noch bekannt? Ja. Komm, sing es mal mit. Bau doch dein Haus nicht auf sandigen Grund. Das baust doch nicht zu nahe ans Ufer. Genau, es kann ja sein, dass es Jesus sieht. Aber bringen tut das nicht. Du baust nämlich so ein Haus, Mama. Du baust dein Haus doch gescheiter auf einen Fels. Jawohl, und so weiter. Weiter komme ich nicht mehr. Genau. Danke vielmals. Genau um das geht's. Matthäus 7,24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wer jetzt das Lied nicht können und das Kassette nicht kennt, muss jetzt nicht heimgehen. Ist nicht tragisch, ihr könnt einfach die Vers lesen. Und da geht es darum, dass der gescheit ist, der clever ist, der will die Bergpredigt umsetzen. Der will nach dem Reich Gottes Prinzipien leben, weil er glaubt, dass dann sein Lebenshaus auf einem guten Fundament steht. Und Jesus sagt, wer sich weigert und einfach will hören, aber nicht umsetzen, der gleicht einem Mann oder einer Frau, die sein Haus auf sandigen Boden baut. Leider haben wir ja viel so Überschwemmungen, die wir sehen aus Entwicklungsländern. Und sehr oft, wenn die Häuser weggespült sind, sind die ohne Fundament. Sie haben gar kein Geld dazu, haben am falschen Ort müssen bauen. Zu nahe zum Beispiel am Mekong, ich bin viel gereist im Mekong-Gebiet in Laos und Vietnam und weiss ich wo überall dort. Ich liebe den Mekong und wir haben gewusst, seit Menschengedenken, alle Jahre überschwemmt der Mekong alles, oder? Trotzdem hat man angefangen, Häuser anzubauen, nicht sehr clever, aber leider auch, weil die Leute arm sind und sie dort leben müssen und so weiter. Und Freunde, da heisst es, und das ist der Abschluss vom Ganzen, Bergpredigt, die das umsetzt, was Jesus sagt, gleicht einem Mensch, der auf Felsen baut. Und sein Lebenshaus, in dem findet er Zuflucht,
auch wenn der Sturm kommt. Und wir alle kennen Stürme. Ich kenne Stürme in meiner Familie. Ich kenne Stürme in meinem eigenen Leben. Echte Stürme. Im Moment redet man über die Medicans, oder die Stürme am Mittelmeer. Aber noch etwas anderes, das Lebenshaus, das auf dem Felsen ist, das bietet ja nicht nur dir Schutz, sondern auch anderen. Das ist doch saugut. He? Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir eine Gemeinschaft sein, wo das Reich Gottes Leben sich ausstreckt. Wer sich ausstreckt nach dem Reich Gottes Leben, kommt immer wieder an Grenzen. Die Tatsache, dass wir an Grenzen kommen, treibt uns zum Zentrum hin, zu Jesus Christus. Und die Tatsache, dass wir immer wieder an Grenzen kommen und unsere Defizite auch sehen, bringt uns zum ersten Vers in der Bergpredigt. Und somit wieder ein Anfang, was heißt: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Arm sein vor Gott ist man dann, wenn man sieht, was noch fehlt im Leben. Nicht, wenn man wie die seinerzeitige religiöse Elite angestanden ist und gesagt, gut, bin ich nicht wie diese dort. Sondern dort, wo wir sehen, was uns noch fehlt. Das Ausstrecken nach Christus einen Zeitraum hin. Sage Jesus, manchmal versage ich. Ich habe noch Stolpersteine in meinem Leben. Ich habe Sachen, wo ich drüber gehe, drüber stolpere in meinem Leben. Wo du sagst, so sieht das Leben aus. Und darum brauche ich dich, Jesus. Darum brauche ich dich, Vater. Darum brauche ich dich, Heiliger Geist, und bitte dich, dass du mir hilfst. Und so sind wir arm vor Gott. Nicht die Reichen, nicht die es können, sondern die Bedürftigen. Und die Bedürftigen, denen gehört das Reich Gottes. Ich habe für die von euch, die wollen, noch eine Umsetzung.